69. Wache, Brooklyn, New York. Tag 2. Hier, Miete. Guten Morgen. Guten Morgen, Boss. Guten Morgen, morgen. Es ist ein guter Morgen, denn ich habe letzte Nacht eine abgeschleppt. Ist das wirklich, worüber Sie jetzt reden wollen, Sie Mistkerl? Wovon reden Sie? Fett Mike, Sie empfindungsloser Schwanz. Mein Schwanz ist gerade ziemlich empfindlich. Vor allem die Eicheln. Sie sind Abschaum Cortez. Ich habe Fett Mike 50 Tacken geschuldet. Was soll ich jetzt damit machen? Als hättest du sie ihm je zurückgezahlt. Geben Sie sie seiner Familie. Ich überleg's mir. Halten Sie alle den Mund, das ist todernst. Ein Freund wurde ermordet, das können wir nicht stehen lassen. Eine Menge gute Leute arbeiten an dem Fall. Kelly ist nur knapp mit dem Leben davongekommen. Er hat das Schicksal ausgetrickst. Fick dich. Ich habe Mike sterben sehen. Okay, das reicht. Zeit für die Besprechung. Ich beobachte Sie, Kelly. Noch ein Fehler und Sie sind raus. Ganz gleich, ob Sie einer von uns sind. Niemand wird Ihnen mehr helfen. Auf der einen Seite machen die Italiener Ärger und auf der anderen macht die schwarze Gang ihr Ding. Sie müssen die beiden unter Kontrolle behalten, damit ich so wenig von ihnen hören muss wie möglich. Pissen Sie eine Gruppe an, helfen Sie der anderen. Also passen Sie auf, was Sie versprechen. Ich verstehe, Boss. Und betrachten Sie Befehle von der Zentrale, als kämen sie direkt von mir. Befolgen Sie sie. Umgehend. Das betrifft auch Vorfälle im Pornoladen. Also gut, zücken Sie Ihre Notizbücher. Hören Sie mich, Kelly? Ja, ja. Heute stellen Sie mindestens 5 Strafzettel aus für Parkverstöße. Ihr Gnadenfrist ist vorüber. Die Jagd beginnt. Nehmen Sie das nicht wörtlich. Ich kann damit umgehen. Wir werden sehen. Manchmal, wenn es hart auf hart kommt, hat man nicht einmal Zeit zu pinkeln. Wenn Sie Ihre Quote verdoppeln, bekommen Sie einen Gehaltsbonus. Also ab an die Arbeit. In Ihrer Gesellschaft fühle ich mich nicht mal mehr wie eine Frau. Vielleicht, weil Sie sich wie ein Kerl kleiden? Ich wette, Sie sind in Wahrheit ein Kerl. Krause, sind Sie ein Kerl? Ich wusste es. Ihr Make-up ist zu dick aufgetragen. Fickt euch doch. Ich ficke nur Frauen und davon haben wir nicht genügend hier. Oh. Echt scheiße, was mit Mike passiert ist. Vor allem für ihn. Es ist echt gefährlich da draußen, wisst ihr? Und ich dachte, hier wäre es noch nicht so übel. Wir kriegen sie schon. Nicht wir. Kellys alte Kumpel. Sind die gut? Die besten. Wobei ohne mich nicht mehr ganz so gut. Gut, dass ich hier fest sitze mit euch Scheißern. Ich höre mich mal um. Kelly, ich habe gehört, Ihre Quote bei der Kripo war sowieso scheiße. Vielleicht schlagen Sie sich hier besser. Von meiner Quote könnten Sie nur träumen, selbst an einem schlechten Tag. Haben Sie auch die richtigen Schuhe, um den Rest Ihres Lebens diese Straße abzulaufen? Sicher, sicher. Sie werden noch sehen. Okay, das reicht. Ich hab Hunger. Du platzt doch bald, Fettsack. Habe ich den Fitnesstest bestanden? Ja, habe ich. Also halt's Maul, Cortez. Schepanski, sitzt dein Schwager nicht im Komitee? Ist ja nicht meine Schuld, dass wir uns so nah sind. Was riecht hier so? Schießpulver, Sir. Ach du Scheiße, haben Sie jemanden erschossen? Nein, Sir. Meine Güte, Schepanski, Sie waren doch nicht etwa auf dem Schießplatz. Nein, Sir. Was ist dann passiert? Ich habe Kakerlaken, Sir. Heute Morgen habe ich auf eine von Ihnen geschossen. Haben Sie das Mistvieh erwischt? Nein, ich hab's nur wütend gemacht. Heute Nacht schlafen wir bei meinem Schwager. Oh Mann, Alter, der ist so dumm. Dann geht's wieder ab auf die Straße. Ab auf die Straße. Kelly, wir werden nicht lange hier rumsitzen. Sie wissen, was ich meine. Man könnte sich eine Kugel einfangen. Klugscheißer, hm? Verschwinden Sie von hier, verdammt nochmal. Aber warum gleich so wütend? Wenn Sie die Sache leid sind, können Sie ja immer noch was tun, was Jackson getan hat. Und was wäre? Er hat für die Italiener gearbeitet und sich dann ins Ausland abgesetzt. Die Straße hält viele Möglichkeiten bereit, aber diese Unterhaltung hat nie stattgefunden. Ihr könnt euch auch gleich verpissen, ihr sitzt ja schon im Auto. Denken Sie daran, dass Sie nicht alles tun müssen. Niemand hat Zeit dafür, wir holen uns Donuts. Große Überraschung, diese Fettsäcke. Denken Sie an den Doppelklick, um zu rennen, wenn es ernst wird. Und an die Handschellen. Denken Sie daran, dass Sie nicht alles tun müssen. Niemand hat Zeit dafür. Bis später. Bis später. Idiot. 421 im Einsatz. Vergessen Sie nicht Ihre Strafzettelquote. Einen schönen Tag, 421.
Und da haben wir schon das erste Opfer für unser Ding. Strafzettel, Hackverstoß, bam, bam, bam. Klemme fett abschleppen lassen. Gut, da werde ich jetzt nicht alles hier vorlesen, weil das immer wieder das gleiche ist. Können wir gleich mal weitergehen. Auch nur. So, Sie sind verhaftet. Zentrale, bitte Streifenwagen, um den Täter mitzunehmen. Streifenwagen ist unterwegs. Da läuft im Hintergrund gute Musik. So. Gehen wir jetzt wieder arbeiten. Da ist gar kein Parkour. Parkour ist da. Erstmal wieder in die andere Richtung. Jemand singt das sogar. Ach krass. Hab ich noch gar nicht gesehen. Zeigt das vor Haus schon. Was sind die jetzt mit dem Packen kontrollieren? Hm? Ich wollte mal bei Rick treffen, okay. Vielleicht könnten wir eine Lösung finden. Eine Lösung? Ich hab eine, sie reimt sich mit Versprechung. Puh, da gibt es aber viele Optionen. Ich war gerade auf dem Weg zum Bankautomat. Möchten Sie vielleicht mitkommen? Nein, danke, ich laufe schon genug. Ich kenne die Zukunft dieses Tickets. Es wird Ihnen noch lange im Arsch stecken. Dann gesellen Sie doch dazu. Bam. So. Da ist nur Abverstoß, bam, bam. Na, da muss ich erst einen Strafzettel aufstellen mit dem. Einzuschauen, braucht einer. Hier liegt eine Leiche in der Gasse. Kümmert sie sich drum. Was mit dem Vorfall von Mubo? Falscher Alarm. Leiche ist jetzt wichtiger. Ich weiß ja nicht, die rennt ja nicht davon. Welche Gasse? Die mit der Menschenmenge. Also los jetzt. Super, jetzt haben wir nur Leiche. Okay. Strafzettel. Bam, 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 bam. Abschleppen, bam. Officer Keller, bitte treten Sie zurück. Wer hat das Opfer gefunden? Ich. Wann? Vor ein paar Minuten. Auf dem Mörder haben Sie den Täter gesehen? Nein, nur die Leiche. Das ist furchtbar. Erkennen Sie das Opfer wieder? Nein, ich weiß nicht, wer das ist. Ein armer Schlucker. Ich muss Ihre Personalien aufnehmen. Wir müssen Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Wenn Sie das sagen? Teilt Personalien. Guten Morgen, ich heiße Kelly. Haben Sie irgendwas Verdächtiges bemerkt? Nein, ich weiß von nichts. Es hat einen Mord gegeben. Ich habe immer gewusst, dass es so enden würde. Das was so enden würde. Zuerst war es Vietnam, dann Nixon und jetzt. Was ich wissen will, ist, ob sich jemand seltsames verhalten hat. Was meinen Sie? Nun ja, seltsam. Wie Sie? Dass in dieser Welt immer noch Menschen wie Sie leben?
Wie können Sie es wagen? Ich werde Sie melden. Ich habe Freunde bei der Polizei. Melden Sie es der Heizung. Ich bin Officer Kelly. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Bezüglich der Leiche, in der Nähe Sie stehen. Ich bin gerade erst angekommen. Ich würde selber gern wissen, was hier los ist. Entweder werde ich ihn los oder ich schlage ihn. Es gab einen Mord, wenn Sie vielleicht sehen. Woher wollen Sie wissen, dass es ein Mord war? Wir haben Grund zu der Annahme. Ich weiß ohnehin von nichts. Wenn Sie uns nichts mitzuteilen haben, dann gehen Sie bitte. Ich kann stehen, wo ich will. Bitte machen Sie das nicht noch schwieriger, als es sein muss. Was suchen Sie nochmal, mich anzufassen, Brille? Okay. Sie stehen mir im Wege und Sie machen mich wütend. Oh, ein ganz harter was? Ja, wollen Sie, dass ich Sie hochnehme? Das würden Sie nicht wagen. Sehen Sie diese Schlüssel? Ich kratze mir mein Gesicht damit. Und schon sitzen Sie für Körperverletzung hinter Gittern. Sie krankes Stück Scheiße. Sie sind es nicht wert, Weichei. Ich musste jetzt durchziehen sehen. Schicken Sie Gerichtsmedizin mit seinem Team. Schicken ein Ermittlungsteam. Täter, Zeugen, nichts. Übermittle. Na, jetzt ist mal. Das Ermittlungsteam ist hier. Sie haben sich den Tatort angesehen und die Leiche mitgenommen. Eine Stunde später. Hallo? Dazu vielleicht. Da. Was ist das jetzt? Ich mache meinen Job so, wie Sie ihn machen. Wenigstens jage ich keine Kleinkriminellen. Dann nehmen Sie doch die meine Leiche, wenn das Ihr Ding ist. Haben Sie etwas herausgefunden? James Brown, 43 Jahre alt. Hat er etwas bei sich? Er war sauber. Hier ist seine Brieftasche. Sehen Sie mal. Sonst noch was? Zeugen? Niemand weiß irgendwas. Alles wie immer. Ich höre mich etwas um. Das ist mein Job. Kümmern Sie sich um die Parkuhren. Dann passen Sie lieber auf, wo Sie parken. Sie sollten aufpassen, der Senator duldet keine dummen Spielchen. Was? Sie kennen sich? Das könnte man so sagen. Bringen Sie zurück, was Sie gestohlen haben, und es wird keine Probleme geben. Ich habe diese scheiß Diamanten nicht. Es geht nicht um die Juwelen. Nicht, dass Sie die nicht auch zurückbringen sollten. Was dann? Sie wissen, was Sie gestohlen haben. Verpissen Sie sich. Denken Sie daran. Bringen Sie zurück, was Sie gestohlen haben. Die Zeit vergeht irgendwie nicht wahr. Warum ist der immer bam fertig? Und der man nur gleich abschleppen lassen. Wir müssen irgendwas vorgefallen ist. Das ist wichtig. Ich verstehe, vielleicht komme ich vorbei. Ah, das ist doch wahrscheinlich. Okay. Strafzettel. Strafzettel. Bam. Strafzettel. Bam. Officer, ich brauche Ihre Hilfe. Was ist denn passiert? Meine Katze ist weg. Susi, sie ist pechschwarz. Niemand möchte mir helfen. Mädchen, ich bin im Dienst. Aber bitte, Er wollte helfen. Okay. Wo soll ich suchen? Fragen Sie bei der Pizzeria. Sie wollen mich nicht reinlassen. Jemand hat Sie da gesehen. Okay, ich schaue mich mal um. Ich warte in der Apotheke. Hört ihr noch zu lauern? Was zum Teufel wollt ihr hier? Wo ist ein Problem? Ihr seid mein Problem. Ihr habt Mike auf dem Gewissen. Verdammt nochmal. Tut nicht so unschuldig. Hey, wir waren das nicht. Es war ein Auto voller Gangster, so wie ihr. Sind Sie irre? Niemand von uns würde hier einen Bullen umlegen. Verpisst euch von hier. Okay, wir gehen schon. Die Bullen schnauben hier wieder. Halt die Fresse. Ja. So, jetzt müssen wir... Da ist das Ding dran. Kann man die Beine noch abschleppen? Ja. Polizei beehrt wieder unser bescheidenes Lokal. Ist es heute ruhiger? Unser Beileid für das, was gestern passiert ist.
Danke, ich habe einen Fall. Ich suche nach einer Katze. Nach einer Katze hier? Sie wurde hier gesehen. Vielleicht war sie hier, vielleicht auch nicht. Okay, Schluss mit den Spielchen. Es ist eine schwarze Katze, Susi. Ist sie hier oder was? Was ist nur in sie gefahren? Die Katze schläft in der Kiste, am Fenster. Klasse. Geben Sie dem Mädchen, wenn sie kommt, bitte. Natürlich, Officer. Strafzettel. Bam, 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 bam. Ich weiß nicht, wer von uns beiden das Spiel gewinnt. Jetzt sagen Sie, sagt Ihnen der Name Ulysses Grant etwas? Ach, mal. Ich wusste es. Packen Sie das nächste Mal anständig. Sicher, sicher. $1 rückte. Und? Ich habe schlechte Nachrichten, Mädel. Ah, alles gut. Ich mache nur Spaß. Deiner Katze geht's gut. Sie wartet in der Pizzeria auf dich. Wie konnten Sie nur? Aber ich bin so glücklich. Na los. Sie werden sie dir zurückgeben. Ansonsten bekommen Sie es mit mir zu tun. Cat Person. Erfolg freigeschaltet. Bitte, Officer, schreiben Sie nicht weiter. Wir können doch sicher ins Geschäft kommen. Wie bitte? Ich habe einen 20er für Sie. Das Geld macht sich besser in Ihrer Tasche, als der Staat ist. Nee, also für 20. Verziehen Sie sich, ich lasse mich nicht bestechen. Noch nicht, verdammter. Was sagen Sie? Nichts, ich gehe schon. Bin schon weg. Zettel, Parkverstoß, Bam. Der Dudelgott. So. Parkverstoß, bam. Abschleppen. Strafzettel, Parkverstoß, bam. So mengen wir das. Okay, der richtig was bei uns jetzt hat. Big Trouble in Little China ist lauter echt die Filme. Bam. Ernsthaft. Was ist so schwierig drüber? Zu parken. Da wo es ist. Das war's für heute für 21. Ab nach Hause. 10-4, Zentrale, bin auf dem Weg ins Revier. 17 Strafzettel. $50, Alter. Ich habe meine Strafzettel gut erfüllt. Ich habe meine Strafzettel verdoppelt. Ich habe dem Mädchen geholfen, ihre Katze zu finden. Ich habe den Tatort aufgesucht. Ich brauche in 2 Tagen $300 für die Unterhaltszahlung. Oh Mann, Alter. Das haben wir zwar schon ein bisschen happig, Alter. Wie soll ich denn so viel Geld auf einmal zusammenkriegen? Und zum Ding haben wir auch nicht reingegangen. Wir sind so zum Pizzeria eingegangen, um die Katze zu suchen. Weiter geht's. Wieder früh lesen jetzt wahrscheinlich. 69. Woche. Spitzenhäubchen, Tag 3. Guten Morgen. Wer hat letzte Nacht den guten Fick? Eines Tages bekommst du einen Tripper und dein Schwanz fällt ab. Selbst dann ist er noch länger als deiner. Sie werden den Verkehr umleiten müssen. Oh Mann. Es wird heißen, hey, der Arm der Freiheitsstadt ist abgefallen. Das reicht, verdammt. Gute Arbeit mit dem Strafzettel, Kelly.
Es ist alles ganz wie es sein sollte. Die Quote für heute: 5 Tickets für Reifen. Es gab einen schweren Unfall in der Nähe. Die Presse bezeichnet uns als inkompetent. Das müssen wir gerade biegen. Und Bagatelldelikte ahnen wir auch. Ja, Sir. Sicher, Boss. Eine Sache noch. Wie ich höre, plaudern Sie mit Kriminellen. Wenn ich herausfinde, dass hier jemand Geld von der Gang oder der Mafia nimmt, und das werde ich, sind sie alle tot. Jetzt aber los. Huch. Haben Sie gehört? Was? Irgendein Russe kommt hierher. Sowjetpolizei, Teil eines Austauschprogramms. Kultureller Austausch, wette ich. Hehe. Irgendwelche heißen Weiber auf ihrem Reviergang. Dieselben überall sonst. Ja, ja. Hey, hört mal. Was ist, McNabb? Ich habe gehört, die Innenrevision hat verdeckte Ermittler in den Straßen. Oh, Scheiße. Angeblich glauben sie, dass wir bestechlich sind. Die haben Nerven. Cortez, kennst du Hallam vom 59.? Ja, tu ich. Er sagt, er kennt dich auch. Und? Er will, dass du ihm die $300 zurückzahlst. Nö, kenne ich ihn nicht. Nö, ich kenne ihn nicht. Hier ist es nicht so übel, nicht wahr, Kelly? Es ist einfach fantastisch. Ich weiß nicht, wie ich vorher mein Leben leben konnte. Jetzt kann ich glücklich sterben. Arschloch. Oh ja, fick dich, Kelly. Kelly, denken Sie daran. Ich beobachte Sie. Sicher, Boss. Und weiter. Ach, dieses Ohrding. Hey, war doch nicht letztes Mal ein Beugen dazwischen? Irgendwas ist doch komisch. Okay. Okay. Auf die Straße. Reifen, okay. Es ist nett von Ihnen, mich mitzunehmen. Es ist nett von Ihnen, hier auszusteigen. Schönen Tag noch, Kelly. Fick dich, Kelly. Aber jetzt im Ernst. Haben Sie schon eine Seite gewählt? Was soll das heißen? Schokolade oder Pasta? Schwarz oder weiß? Oder etwa beides? Für den Moment blau. Ein gut Mensch. Zu schade, dabei haben Sie in Ihrem Revier so viele Möglichkeiten. So eine Verschwendung, dabei müssen Sie doch nur die Hand aufhalten. Perlen vor die Säue. Kommen Sie schon, haben Sie Schiss? 421 im Einsatz. Vergessen Sie nicht Ihre Strafzettelquote. Einen schönen Tag. Uiuiui. Ach, die muss man wirklich alle anschauen. Verstoß. Können wir die jetzt alle auf Dinge auf Reifen prüfen oder was? Reifen. Ah, die schauen immer so gut aus. Die sind mal mega die Zeit, oder was du brauchst. Hör mal kurz, Boss. Was ist jetzt los? Kann ich mal einen kurzen Moment der Ruhe am Morgen genießen? Wir planen heute etwas Großes. Einige unserer uns werden hier sein. Sie werden sich in den Läden umsehen. Für dich sind $25 drin. Bist du dabei? Nee. Gut, dass ihr damit zu mir gekommen seid. Dich nehme ich als erstes mit. Wofür? Die Gang möchte Autoradios klauen. Okay. Ah, okay. Das ist okay, das ist nicht okay, das ist nicht okay. Was ist das? Ah, Lichter hat das, okay. Interessant. Okay, dann müssen wir den für Strafzettel bereifen. Gehen wir jetzt beides mal. Oder was? Reifen und Parkverstoß. Ich flehe Sie an, das ist das letzte Mal, dass ich das tat. War in Hanoi 1930, aber hier stehe ich und flehe Sie an, Officer. Ein Veteran, was? Ich war in Vietnam. Als ein stolzer Amerikaner zu anderen. Bitte haben Sie Gnade mit mir. Ich weiß ja nicht. Das letzte Mal, dass ich geweint habe, war ich an meinen toten Kamerad gefesselt. Wollen Sie meine Tränen sehen, Mann? Nein, Sir, das ist nur ein Strafzettel. Ich war bei den Marines. Semper Fi, man. Bitte, lassen Sie einem alten Veteran etwas Ehre. Nee, es tut mir leid, ich habe meine Befehle. Weiß Ihre Mutter, womit Sie ihr Geld verdienen? Sie ist tot. Da hat sie Glück gehabt. Zumindest kann sie ihr diesen Schaden ersparen. Zum Teufel mit Ihnen.
Sehr froh, dass ich nicht abschleppen lassen. Wir hatten Bericht über ein gestohlenes Fahrzeug. Die Zeugen befinden sich vor der Kirche. Nehmen Sie Ihre Aussagen auf einen unangenehmen Haufen. Leider, ich habe doch anderes anzumachen. Reifen kontrollieren. Gut. Officer Kelly, was ist hier vorgefallen? Sie haben das Auto geklaut. Wessen Auto? Hier ist nicht meins, zum Glück. Wer hat es gestohlen? Was meinen Sie, wer? Die Diebe. Wie viele Täter waren es? Ich weiß nicht, ein paar. Können Sie sie beschreiben? Sie sahen ganz normal aus, schwarz. Irgendwelche besonderen Merkmale? Sie waren schwarz. Das ist nicht sehr besonders. Dann weiß ich nicht, was Sie von mir wollen. Okay, danke. Haben Sie etwas gesehen? Das Auto ist weg. Mein Auto. Nummernschild? Ich erinnere mich nicht. Was meinen Sie? Sie erinnern sich nicht. Es ist keine Telefonnummer, wissen Sie? Ich muss es nicht eingeben. Ah, gibt es jemanden, der es wissen könnte? Sie, die Polizei. Oh Gott. Okay, dann brauche ich Ihre Personalien. Ich hätte es besser wissen müssen, als Hilfe zu erwarten. Jemand wird sich bei Ihnen melden. Guten Morgen, Vater. Gott segne Sie. Haben Sie irgendwas gesehen, Vater? Nein, nein. Ich glaube, ich muss. Warum sehen Sie so bleich aus? Ich wollte Sie nur zu dem gestohlenen Auto befragen. Ah ja, nein, ich habe nichts gesehen. Okay, danke. Vielleicht sollten Sie sich etwas ausruhen. Das ist eine gute Idee. Bis später, mein Sohn. Der hat irgendeinen Dreck am Stecken. Interessant. Ich habe nichts gesehen. Was für eine Überraschung. Sie werden sich bei der Wache melden. Verstanden. Over. Schauen wir, was der hat. Okay. Strafzettel. Parkverstoß. Wir können doch sicher ins Geschäft kommen. Bitte. Ich habe einen 20. Mit dem wieder einen 20er. Verziehen Sie sich. Ich lasse mich nicht bestellen. Noch nicht, verdammter. Was sagen Sie? Okay, das ist immer so. Reifen. Hey, da muss ich jetzt einen Reifen. Hey, warum fährt der einfach drüber? Reifen, bam, bam. Reifen. Springen. Aha. Strafzettel, Parkverstoß. Aha. Reifen. Okay, Reifen war da schon mal nicht, aber Ding hat er überzogen. Okay, war da schon mal nicht. Können das sicher so reden, Officer. Wollen Sie etwas vorschlagen? Nun ja, ich gebe Ihnen 20 Tage, aber wir belassen es dabei. Brudi. Nilo. Ich habe eine Quote. Fick dich, Bruder. Ich werde jetzt vorsichtig. Wir halten Berichte über Eindringlinge. Was für Eindringlinge? Spione, Aliens, nein, Diebe in Ihrem Revier. Bleiben Sie wachsam. 10-4 verstanden. Reifen. Gut, die müssen wir wegballern. Reifen. Bam. Bam. Den wir gleich mal weg da. Das ist echt cool. Das war eigentlich so ein Spiel, wo du den ganzen Tag so da hinspielen kannst. Und da mal Reifen kontrollieren. Den Fresh, Stärke weg. Ja, wenn wir mal Reifen nebenbei noch kontrollieren, dann kannst du nämlich meistens dann das Wasser anmachen. Ja, wieso kann ich. Ah, weil der durchsteht. Hä? Wieso kann ich den nicht abschleppen? Hallo?
Rutschwein. Okay. Deswegen. Gut. Reifen. Oh, nice. Doppelstrafzettel. Mehr Money. So mag ich das. Gleich mal weg damit. Gleich mal weg damit. Reifen. Ah, das ist aber toll. Da haben richtig gute Autos da rum. Da ist irgendwas. Abhaken 6521. Klingel noch eine Weiche oder zwei. Wählen Sie, wenn Sie Verstärkung brauchen. Auf dem Telefon wird kein Platz mehr sein. Okay. Ich hab doch gerade Zeit. So, jetzt ist das auch noch da. Wo kann ich dienen? Ich habe ein kleines Angebot für Sie. Es gibt ein Treffen mit 623, das Passwort lautet Quattro Stagioni. Melden Sie sich beim Herrn Mr. Herrn Callahan, so. Schauen wir mal. Ja, bitte. Quattro Stagioni. Willkommen im Spiel. Ein Spielchen gefällig? Oh Mann, eigentlich wollte ich das nicht. Sicher, der Einsatz ist $20. Ich gebe. Zeit Robin, ne? Die Zeit vergeht im Flug, nicht wahr? Reifen. Strafzettel, bam, 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 bam. Officer, bitte warten Sie. Haben Sie einen Fünfer für einen Veteran? Ein Veteran von Vietnam natürlich. Marines, USMC, 5. Division. Ich hatte Freunde dort. Nun, haben Sie $5 für mich? Ja, mein Gott. Bitte sehr, vielen Dank für Ihre Dienste. Ich danke Ihnen, Officer. Ich werde mich erkenntlich zeigen. Ich habe so einiges mit. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn ich etwas bemerke. Klasse, dann hören wir voneinander. Ich bin immer hier in der Nachbarschaft unterwegs. Ja, schon wieder. Was stehst du hier rum? Warum wo ist das Problem? Habt ihr es nicht kapiert? Was? Ich möchte euch hier nicht mehr sehen, bis ich es herausfinde. Was denn? Wer von euch Fat Mike auf dem Gewissen hat? Aber das waren wir nicht. Irgendein schwarzer Baller um sich und alle sind hinter uns her. Als gäbe es nur einen Schwarzen in der ganzen verdammten Stadt. Okay, das reicht jetzt. Findet lieber heraus, wer es war. Okay, ich gehe schon. Nehmen wir mit dem nur den. Wir haben da was, Officer. Was ist los? Ein Kumpel von uns hat seine Knarre in der Gasse beim Pizzoladen verloren. Dumm wie Brot, aber wir werden uns sicher nicht das sehen lassen. Es wäre gut, wenn jemand sie findet und zum Pfandhaus bringt. Sollte ein Kinderspiel sein. Okay, ich suche sie. Was für eine Scheiße. Wir schulden dir was. Fetten Strafzettel hier. Nicht schlecht. Zeit für einen Hoppen. Ah, okay. Die im orangefarbenen Shirt.
wusste, dass der da irgendwo ist. So, also die Dicke da. Ja, Alter, lass doch nicht den Typen da vorkommen. Warte ab. Nehmen, ja. Genau, so. Bis dann. Bis da. Okay. Mal kurz ganz schauen. Was da minus 2 müssen wir hinten 2 ist. So, jetzt sind wir wieder bei 0. Duseldoni da. Wenn wir da mal Reifen drin gleich. Können wir schieb beides ballern. Schieb beides eine ballern. So mengen wir das. So. Google Code. Reifen auch nochmal. Reifen, Abverstoß. Nein, nehmen wir nicht. Come on, Alter. Wahrscheinlich. Schon wieder. Ich weiß nicht, was die Heilung da haben. So. Das ist immer die Dicke, die wurde heute. Immer mega lustig. Reifen. Gut. Verstoß. Muss rein. Der ist auch noch gekommen. Reifen. Sind gut. Strafzettel, Parkverstoß. Es ist schon cool, dass du da einfach so Strafzettel verteilen kannst. Ja, der haut schon. Ihr Freunde, warte, Sie sind nicht da. Ja, Sie sind schon wieder zu spät. Ich muss meine Kunden erfüllen. Er sagte, es sei wichtig. Er sagte, morgen um 14 Uhr sei die letzte Stunde. Wer ist denn das überhaupt? Er wird bei Rick sein. Rick. Labanski, was zum Teufel? Ja, von mir. Rick. Wer war Rick gleich nochmal? Hard Ricardo. Like this. So. So ist das okay. Das war zum Rick. Kraftzettel, Reifen, Parkverstoß, Bahn. Manchmal nochmal abschleppen. Beides machen. Den leider ist es anscheinend wurscht. Bam. Jetzt ist mir gleich vorbei. Ich gehe wieder runter und ich kann mir wieder die Tappen haben.
falsche Adresse. Dafür werden sie noch was zu hören bekommen. Klugscheiße. Das hast du heute 24. Ich bin auf dem Weg ins Revier. Irgendwas, weiß mir mal von irgendwas verpennt. Ich weiß bloß nicht wo. Ich habe jetzt schon mal minus 34 $ gemacht. Weiß aber nicht mal von was. Ich habe meine Strafzahl gut erfüllt. Okay. Ich habe meine Strafzahl verdoppelt. Bin ich zu 6,21 gegangen. Ich habe nicht alle Diebe auf der Straße festgenommen. Ah ja, stimmt, da war irgendwas. Ah ja, da war irgendwas. Ich habe meine Pflicht nicht erfüllt, mein Jahrgang von Watt. Alter, das ist schon hart. Ja gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit 500 was da oder. Also, Abideri.